Hallo liebe Freunde von den bunten Lego-Steinchen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe auf brach.ch von Klemmbausteinen mit mir, Cyril. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben einen wunderschönen Tag vor uns, oder die nächsten 2 Stunden zumindest. Ich hoffe, ihr seid weg, habt es gut. Ich habe gesehen, es sind ganz viele Leute in der letzten Zeit, in den letzten 2 Stunden gefollowt. Darum auch kurzes Shoutout, Smash VP, El Burrito, Dr. Steve Bob, dann noch Basket Clay Buns, Bro Abaddon und ganz kürzlich auch Seminito und Blumann. Willkommen bei uns auf dem Stream, auf dem Channel. Schön, habt ihr ein Follow da gelassen. Und Sally Blitzlicht. Hoffe, es geht dir gut. Wir haben heute ja eine weitere Runde vor uns mit dem Lego Justifier. Und ich darf endlich wieder Lego sagen. Das ist sehr schön, weil ich bin mit dem aufgewachsen. Darum ist für mich Lego und Lego ist einfacher als Klemmbausteine zu sagen. Ja, so ist das Ganze. Wir sind letztes Mal so ein bisschen in der Hälfte sind wir stehen geblieben. Ziemlich genau in der Hälfte. Und ich kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen vielleicht heute die Erwartung haben, beim Gewinnspiel dürfen mitzumachen, obwohl es ja einen weiteren von diesen Lego Justifier zum Gewinnen gibt. Aber alles, was vor dem Aber kommt, ist unwichtig. He? Leider geht es der Steffi immer noch nicht so gut, beziehungsweise sie hat andere Prioritäten aktuell in ihrem Leben. Sie hat das Ganze noch nicht können aufsetzen, entsprechend kommunizieren, was natürlich auch unfair wäre gegenüber den Leuten, die vielleicht auf einen entsprechenden Hinweis warten. Hey, heute haben wir ein Gewinnspiel und so weiter und so fort. Die letztes Mal vielleicht nicht dabei waren, das gesehen haben. Darum müssen wir das Gewinnspiel bedauerlicherweise nochmal verschieben. Ich hoffe, dass es nächste Woche klappt. Ich werde sicher versuchen, sonst über andere Leute das Ganze aufzusetzen. Es ist halt leider so, dass Steffi das Ganze Abend bei uns managt, weil sie ja unser Streaming-Profi ist. Und darum hat es das leider noch nicht können, stattfinden, ja. Und darum müsst ihr euch leider Gottes nochmal ein bisschen gedulden für das ganze Gewinnspiel, bis wir dann so weit sind. Aber nichtsdestotrotz, also es wird einen zu gewinnen geben. Und der kommt ja erst, wenn ich das recht im Kopf habe, am 1. Oktober raus. 1. Oktober. August? Nein, nicht. Gerade mal geschwind schauen. He? Wir haben den auf brack.ch und man kann dort bereits auch schon vorbestellen. Ich weiss nicht, ob ihr es schon gemacht habt. Ich würde es euch natürlich anraten, weil vor allem die Star Wars Sachen bei Lego, die sind immer sehr schnell ausverkauft. Hier steht sogar 20. Oktober, das stimmt natürlich nicht ganz. Also ist auf jeden Fall nächste Woche. Gut. Crazy Cat Lady, schön bist du schon wieder da. Ich hoffe, du bist ebenfalls zu Weg. Wir schalten doch gerade mal auf unsere Lego Cam. Ich bin gerade ein bisschen am Durchblättern gewesen. Wir sind, glaube ich, irgendwo gerade da ein bisschen in der Mitte gewesen. Und ich meinte, wir hätten die Flügel noch fertig geschafft. Und genau, ja. Und jetzt fehlt uns eigentlich hier noch der Abschluss vom Tragflügel. So, ja, dann nehmen wir doch unser grosses Projekt mal wieder zu der Seite. Und ich tue mal da geschwind Hunter Omega und Cat Bane abmontieren. Die können dann später sich wieder dazu gesellen. So, wir brauchen das Säckchen Nummer 4. Wunderschön. Wenn ich nicht einfach irgendwelche Säckchen mit Nummerli muss aufmachen muss, die eigentlich nichts gross mit der Reihenfolge zu tun haben. Oder nicht gross indizieren, wenn, wo, was muss geöffnet werden. Das war letzte der Fall bei einem anderen Klemmbausteinsatz. Nämlich den, den wir vor dem Justifier hatten, für die da waren. Das ist eine grössere Herausforderung gewesen. Sage ich mal so, für mich zumindest, der ein bisschen weniger Erfahrung hat mit dem Ganzen. Oder zumindest mit anderen Herstellern. So. Also, wir haben 2 Säcke Nummer 4. Ich glaube, sie sind schon wieder am Bohren. Aber lasst euch nicht irritieren, falls ihr das überhaupt hört.
Ich nehme jetzt einfach an, es ist genug leislich, dass man da nichts vernimmt davon. Ah, herrlich. Aber es ist immer am Donnerstag. Das ist ja der einzige Tag, wo ich da bin und mich darüber aufregen kann, oder? Ich meine, als Bünzli-Schweizer muss man sich immer ein bisschen darüber enervieren, dass Leute arbeiten, wenn man selber muss arbeiten. Das geht natürlich nicht, oder? Das ist verständlich, nehme ich an. Auch bei euch. Habt ihr streng? Habt ihr eine gute Woche gehabt bislang? Also bei mir ist die Woche ereignisreich gewesen, kann man sagen. Freundin hat leider eine kleine Lebensmittelvergiftung gehabt und ja, es ist dann eine lange Nacht geworden, weil wie man so ist, man begleitet die Person natürlich ein bisschen durch die unmögliche Zeit. Ja, das ist eben aber nicht so schön. Ich bin mir sicher, der eine oder andere oder die andere von euch hat das auch schon mal gehabt. Bei mir ist schon ein paar Jahre her. Das letzte Mal mit Maismuscheln zum Mittag. Keine Ahnung. Ich bin offenbar der Einzige, der das gehabt hat. Vielleicht habe ich von einem anderen Sack das Ganze gehabt. Es war beim Mittag. Und ja, ich habe wirklich gar keine Freude gehabt. Wie hat man da auch Freude dran? Schöner Einstieg. Jetzt die ersten Leute, die ans Essen denken, hey, heute zum Mittag mal so richtig gönnen, Gönjamin raushängen und sich ein paar Maismuscheln zum Mittag holen. Auch nicht heute. Habe ich euch jetzt gerade verdorben. Es tut mir leid, ich tue mich entschuldigen für das. So, und ich sollte jetzt eigentlich das Teil haben, wo ich nicht habe. Fängt das schon mal gut an, hä? Also da haben wir schon einen wunderbaren, schönen Anfang hier. Schon zum ersten Mal zum Scheitern verurteilt. Herrlich. Herrlich. Aber ich habe jetzt alle 4 Säcke aufgemacht. Das 4 Säcke. What is your problem? Ist es ein grauer? Ah, es ist ein grauer. Okay. Sorry, wegen dem Spiegeln hat es so ausgesehen, wie wenn es ein schwarzes Teil ist, aber es ist eigentlich ein graues. Also von dem her alles noch da. Noch nicht in Panik verfallen. Noch nicht am Lego Kundensupport anrufen. Es ist momentan noch alles in Ordnung. So. Jetzt aber das Schwarze. Ja, und mit dem Kollegen bin ich immer noch im Factorio versunken. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das ist so ein Factory, also eine Fabrik, eine Bausimulationenart, wo man eine gewisse Ressourcen muss beschaffen und die automatisieren innerhalb von Maschinen und so. Und es ist wirklich schlimm. Wir sind dort komplett abgesoffen, weil es einfach so, so mega geil ist. Und die Projekte werden leider immer grösser. Wie man das halt auch im echten Leben so hat, oder weil, wenn man mal irgendetwas automatisiert hat, dann resultieren dort wieder Möglichkeiten aus dem, was man dort fabriziert, wieder etwas Neues herzustellen und so weiter und so fort. Und das ist ein ewiger Teufelskreislauf fast schon. Aber es macht uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Sonst privat habe ich jetzt aktuell wirklich keine so eben Klimasteine. Ich habe schon länger nicht mehr sonst in der Hand gehabt, außer jetzt die hier im Stream. Aber ich finde, das ist jetzt momentan auch wirklich ein bisschen das Schöne, oder? Dass man kann, oder dass ich darf jetzt jeden Donnerstag hier ein bisschen mit euch die Klemmbausteine zusammensetzen und dann trotzdem ein bisschen Verbindung halt zu dem Hobby, dem wunderschönen Hobby, oder? Was ist so bei euch gelaufen diese Woche? Habt ihr irgendetwas Tolles erfahren oder erlebt? Oder seid ihr einfach fleissig am Arbeiten gewesen und es war eher ein bisschen ruhig gewesen?
Jetzt machen wir halt wieder da die schöne Verkleidung für unseren Flügel. Was ist jetzt das eigentlich? Der rechte oder der linke Flügel? Ich nehme an, man schaut immer von Pilotseiten, oder? Und dann würde man sagen, der linke Flügel, den man jetzt macht. Das ist immer so Sachen, oder? Schaut man, zum Beispiel, wenn jemand anders etwas im Auge hat, sagt er hat es im rechten Auge oder er hat es im linken Auge? Wenn ich jetzt das Auge zeige, für mich ist das linke Auge. Sagen die dann das rechte Auge, wie es von euch aus das rechte Auge ist, dann langt es sich eben ins andere Auge. Das ist, oder ich zeige dir das, oder? Ich sage dir, hey, da hast du etwas zum Beispiel. Und dann lagert dir eigentlich spiegelverkehrt ins andere Auge rein, oder? Ich tue dort manchmal schon ein bisschen zu viel studieren und sage dann eigentlich von seiner Seite aus oder ihrer Seite. Und ja, es bringt natürlich nicht viel, oder? Weil man denkt dann natürlich zuerst, keine Ahnung, wenn man etwas zeigt, nimmt man das so, wie es spiegelverkehrt gezeigt worden ist. Kleine Detail, hä? Letzte Woche am Freitag haben wir auch mal wieder ein bisschen Date Night gehabt. Dort habt ihr auch so Sachen, so die in einer Beziehung sind. Oder vielleicht auch sonst nicht in einer Beziehung, aber sagen, ja nein, immer einmal im Monat, dann tue ich mir ein Date an. Ist das bei euch auch das Thema? Also, wir sind da so ein bisschen einmal im Monat sicher, versuchen wir, weil wir haben momentan eine sehr unregelmäßige Arbeitszeit. Also sie hat, ich nicht, aber man verpasst sich dann halt häufiger. Dass wir uns einmal im Monat die Zeit nehmen, um ein bisschen etwas zu unternehmen. Und ja, sie hat mich mit einem wunderschönen Ausflug überrascht, dass wir in Luzern auf Schiff sind. MS Bürgerstock. Und nachher logischerweise auch auf den Bürgerstock rauf. Ich weiss nicht, sind ihr schon mal dort oben gewesen? Ist ja ein riesiger Gebäudekomplex, Hotel-Restaurantkomplex, der dort oben gebaut worden ist. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe von einem Scheich, braucht ja sehr viel Geld, für das nachher umzubauen dort oben. Ich glaube, irgendwie 700-800 Millionen. Ja, ist wunderschön gewesen dort oben, kann ich wirklich empfehlen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Abstriche. Also wir sind zuerst mal ein bisschen verschrocken, wo wir mit dem MS Bürgerstock über sind, und da gibt es ja ein kleines Bändchen, das raufgeht zu dem Hotel und dann ein Restaurant. Jetzt müsste ich noch so ein schwarzes Stäbchen haben. Wäre schon cool. Ah, da ist es. Eben gibt es dort die Bahn, also so eine Standseilbahn, die raufgeht. Und unten dran hat es so ein Schild gehabt, hey, steigt einfach ein, die Kasse ist nicht besetzt, geht einfach auf. Und wir dachten, ja easy, wir sind ja mit dem MS Bürgerstock da, oder? Sind wir eingestiegen und aufgegangen, und da oben wartet schon einer von der Kasse. Hotelgäste oder Restaurant. So, ja, Restaurant. Extern. Okay, gut, ja, gerade davor fürs Ticket zahlen. Dann haben wir gedacht, hey, also jetzt haben wir ja für das Schiff gezahlt, das uns zu euch bringt. Und das ist ja euch ein Schiff. Also das verkehrt ja nur zwischen der Kehrseite und Luzern. Für nachher, Kehrseite gibt es glaube ich ein Restaurant und 3 Häuser, und nachher kannst du auf den Bürgerstock. Aber nein. Du musst nachher nochmal eins draufzahlen, und zwar nicht wenig. Ohne Halbtags sind es 50 Stutz pro Person mit dem scheiß Bändchen auf und ab. Ja, also das ist mir sicher ein bisschen negativ aufgefallen. Und dann
oben, ja, haben wir uns halt eine kleine Diskussion noch geleistet, oder ich mir zumindest, weil, ja, ich weiß es nicht. Man sollte das ein bisschen anders kommunizieren, und weil das Bändchen schon dort war, hatte ich auch nicht Zeit gehabt, noch irgendwie an die leere, unbesetzte Kasse zu gehen, um zu schauen, hey, wie viel kostet es überhaupt? Ja, und dann ist das halt so ein bisschen negativ ins Gewicht gefallen, leider. Aber da oben nachher war es dann, wirklich wunderschön gewesen. Es war gerade irgendwie eine Hochzeit in Gange gewesen. Und Don Persano, merci vielmals für ein Follow. Schön bist du hier. Danke vielmals. Es war eine Hochzeit im Gange gewesen, und ich glaube, also die Leute, die dort eine Hochzeit feiern, die haben, glaube ich, schon den Schotter. Also die haben auch wirklich so ausgesehen. Also er ist irgendwie voll geschniegelt im geschleckten Haaren und so einer tiefschwarzen Dolce Gabbana Brille, wahrscheinlich mit Gold noch an der Seite gewesen. Und die Brut hat ein Diadem gehabt, also ein mega hohes, ich glaube alles aus Diamanten. Also völlig abgespaced. Wir sind uns dort vorgekommen wie, Entschuldigung, die letzten Bauern, nicht für ungut. Aber das war echt krass gewesen. Also wenn man dort nicht mit richtig Zaster raufgeht und das auch zeigt, dann fühlt man sich ein bisschen als Aussenseiter. Das ist mir zumindest ein bisschen so vorgekommen. In dem Moment dort. Ja, das ist crazy gewesen. Und nachher sind wir natürlich dort oben essen. Es hat erwartungsgemäß, wie aktuell, vielen Orten nicht viele Leute gehabt. Aber das Essen war okay gewesen. Wir sind im, das geheißen Verbena, das Restaurant im Waldhotel sind wir gewesen. Und es hat einerseits ganz eine einfache kleine Karte mit so einem Mini-Menü, das wechselt. Dort der Clou dran ist noch, dass das Menü immer mit Farben gleichgesetzt wird. Also mal ist es rot, dann ist es pink. Und dann kochen sie in der Küche natürlich die Farben dann auch durch. Das habe ich eigentlich einen coolen Gag gefunden. Und dann hat es noch kleine Pizzakarten gehabt. Wir haben wieder nachgenommen. Und ja, also man hat schon gemerkt bei der Bedienung, dass es halt neu sind, oder also Lehrling oder so etwas in die Richtung. Und ich habe dann auch mich getraut, nachher zu fragen, weil die arme junge Frau hat wirklich so ein bisschen ausgesehen, als wäre sie ein bisschen im Scheiß. Ob sie im ersten Lehrjahr ist, und dann sagt sie, nein, ja. Also erstes Jahr habe ich gefragt, genau, und dann sagt sie, nein, ersten Monat, das Praktikum. Ja, und das ist natürlich richtig heftig, und das ist momentan an so vielen Orten einfach der Fall, weil halt die ganzen Leute aus der Gastro, und da zähle ich mich auch dazu, der Gastro den Rücken gekehrt haben. Und jetzt sind halt nur die Leute übrig, die entweder keinen Bock mehr haben oder so viel Bock, dass sie nie im Leben etwas anderes werden machen. Oder halt noch jung und unerfahren. Oder die schnell mal ein bisschen Geld brauchen. Die gibt es auch. Ja. Ja, sie hat ein bisschen leid da. Meine Freundin hat dort ein bisschen weniger Geduld aber da muss sie ein bisschen zwischendurch wieder ein bisschen abholen und bremsen. Weil eben, wir sind auch mal an dem Punkt, wo wir das Ganze auch müssen lernen. Und das ist ja dann eigentlich auch nicht so schlimm. Es ist nur, wenn du zahlen und irgendwie 20 Minuten wartest, wirst du langsam ein bisschen ungeduldig, weil du natürlich auch deine Zeit entsprechend so planen, dass du dann auch wieder das Bändchen für runter verwutschst. Wir haben in der Zwischenzeit eigentlich noch ein bisschen Hotelzimmer anschauen. Für das hat es nicht mehr gelangt. Aber es hat immerhin noch gelangt für nachher noch eins zu trinken. Dann haben wir dann auch effektiv nachher ein Bändchen später für runtergenommen. Aber ja, noch eine andere witzige Anekdote vom Restaurant selber, oder in einer tragischen. Es hat dort ein Pärchen hinter uns gehabt, und die haben beide ihre
ihre Ohrstöpsel drinnen gehabt. Guten Morgen, Simon. Guten, ja, fast schon Mittag. Schön bist du da, willkommen. Und sind beide an einem Telefonat gewesen, aber an einem unterschiedlichen Telefonat. Das hat man auch gemerkt. Also, sie haben beide etwas wie Russisch. Kann sein, dass es Russisch war, aber ich kenne die Sprache auch nicht so gut. Geredet gehabt. Und ja, dann kommt halt eben wieder die Praktikantin, die schon zu arm war, den ganzen Tag durch und im Stress war. Und fragt, ob sie noch zu ihrem Burger oder was auch immer noch ein bisschen Ketchup will. Und dann ist sie natürlich schon im Telefon und sagt, schaut sie so an und so, gang weg. Und dann sagt sie nochmal, ah ja, Olivenöl. Olivenöl und dann irgendwann reißt sie es so aus der Hand und macht es so, gang weg, oder? So voll hässig. Und das ist dann wieder die Kehrseite von dem Ganzen. Dann verstehe ich mega gut, warum halt die Leute den Gastro den Rücken kehren. Oder wenn du mit solchen Gästen zu tun hast und dort oben wird es sehr viele Gäste haben, die aus anderen Kulturen stammen und Leute halt anders behandelt, je nach Stellung. Ja, dass du dann einfach sagst, sorry, aber da mache ich wirklich nicht mehr mit, oder? Und ich meinte mich zu erinnern, dass wir die Diskussionen schon mal hatten. Mit dem Wandel von der Gesellschaft, dass auch Gäste jetzt momentan halt ein bisschen mehr Rücksicht müssen haben, ein bisschen mehr Geduld müssen haben. Weil die Leute, die jetzt noch in der Gastro sind, die sollte man doch schon versuchen zu behalten. Sonst wird es irgendwann schwierig und dann kannst du dein Essen selber entweder gerade noch kochen oder wenigstens an die Theke holen. Ja, es ist halt krass, oder? Dann zahlst du so viel in diesem Restaurant für das Essen und der Service ist dann halt nicht auf so 4-5 Sterne Niveau, oder? Und dann erinnerst du dich halt zurück, wie es mal war und denkst, ja, es ist eigentlich schade und ich bin mir etwas anderes gewöhnt. Hey Simon, endlich dein Paket gekommen. Sehr cool. Wieso dann zweimal durch den Zoll durch? Hat einer einen Seich gemacht? Ich muss das glaube ich zuerst zusammenbauen, sonst weiss ich nicht, wie das ankommt. Es ist eigentlich auch so eingezeichnet. Auf der Anleitung. Dann machen wir doch das. Ja, eben das ist der schwierige Wandel. Ich verstehe deinen Ärger und deinen Frust absolut, Simon. Oder? Dass einerseits für einen Service zahlst, wo du heute nicht mehr im gleichen Umfang oder in der gleichen Wertigkeit bekommst. Und dann selbstverständlich anfängst zu vergleichen mit der Zeit, wie es vorher war. Und dann sind allgemein natürlich noch die Preise rauf, weil es einfach halt auch teurer geworden ist. Meine ganze Miete, die Löhne sind rauf, die Kosten für die ganzen Esswaren sind rauf und dann plötzlich kostet alles einfach viel mehr für eigentlich die gleiche Dienstleistung oder die gleichen Waren, die du bekommst. Und das stößt dann halt vielen sauer auf. Ich denke, es braucht einfach wieder ein bisschen
mehr Verständnis von beiden Seiten. Aber es ist halt schon auch vorher ein bisschen der Fall gewesen mit der Unfreundlichkeit und der Ungeduld von vielen Gästen, ähm, wo es einfach schwierig gemacht haben, dem noch viel Freude abzugewinnen, oder? Ihr müsst euch vorstellen, ich komme ja von dort unter anderem, man steht zumindest als Chef so zwischen 12 und 14 Stunden vielleicht im Laden und man gibt jeden Tag wirklich alles, damit es den Gästen gut geht, damit sie voll umsorgt sind, damit man immer etwas anzubieten hat und auch sie ein bisschen bespassen kann mit neuen Angeboten und so weiter und so fort. Und wenn dann aber mal irgendetwas nicht stimmt, dann hörst du es dann eben sofort. Oder? Und einfach dort ein bisschen mehr auch Verständnis von der Gästenseite würde halt der Branche schon extrem viel helfen. Und vielleicht den Leuten auch wieder ein bisschen mehr Lust machen, in diesem Beruf nachher zu arbeiten. So, heute sind wir aber ganz schnell unterwegs. Meinst du, Schweizer bezahlen weniger? Also weißt du, das Lohnniveau ist ja das eine, oder? Und du sagst noch Preise. Kommt aber noch darauf an, mit denen dass du das vergleichst. Also. Wo ist jetzt das Rote noch? Fast runtergefallen. Ich meine, bei uns ist ja grundsätzlich alles teurer. Also sei es ein Kinobesuch, sei es in der Salatgurke, sei es Miete, die ganzen Abzüge für die Versicherungen, die wir haben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, in die ganzen Statistiken, was dort dann alles reingerechnet wird und so oder? Aber ich glaube, man tut das immer so ein bisschen sich auch schön reden im Ausland. Hey, den Schweizer geht es gut, die verdienen mega viel und so und die können sich alles leisten. Ich glaube, das ist schon nicht ganz so, oder? Und dort muss man halt sicher auch noch sagen, wir arbeiten relativ viel. Also im europäischen Raum gibt es wenig Länder, wo 40-42 Stunden Woche die Norm ist, oder? Das beste Beispiel war Griechenland, damals in der Krise, oder? Die haben, was haben die gehabt? 35, 32 Stunden Wochen oder so und haben sich dann gewundert, warum sie zu wenig Output haben. Und dann nachher noch dumm tun, wenn sie plötzlich mehr arbeiten müssen, weil sie die Schulden zurückzahlen müssen. Das geht natürlich nicht, oder? Wenn du für das Geld auf der Kasse hast, musst du entsprechend Leistung bringen. Hey, es sind wieder ganz schwierige Themen heute. Schwierige Themen Donnerstag. Lawplay! Willkommen. Ja, es wird wieder gelegen. Ich habe bisher auch nur etwas suchen, aber nur weil ich die Farbe nicht richtig gesehen habe, weil das Licht hat gespiegelt, weißt du. Darum habe ich es nicht richtig gesehen. Aber ich finde, die Ausrede gilt, ja. AWSR? Oh, ich weiß gar nicht, gibt es noch kurz vor, wie man das aussprechen kann? OFO? Nein. Ich habe kein OFO-Abend zum Morgen. Vertrage ich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Aber ich habe mein Birchenmüsli und mein Sandwich. Wie immer. Genau. Aber schön bist du auch da. Hast du deine Ofen zum Morgen gehabt? Besser und länger?
Was? Oder wie heißt es? Nicht besser, aber länger. Ja, genau. So, jetzt dürfen wir dann wieder die beiden Teils da zusammensetzen. Schauen. Also einmal da hinten. Lordplay, hast du dein Dings fertig? Dein Escape Room? Puzzle? Oder was war es? Ist TKKG gewesen? Nein, 3 Fragezeichen, oder? 3 Fragezeichen. Moment. Da muss ich ja noch zwischensetzen hier. Wo kommt das an? So. Da dran. Ja, okay. Ja, jetzt ist es natürlich da hinten abgegeben. Das ist klar. Ich könnte natürlich auch ein bisschen Platz machen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Könnte man auch machen. Muss man nicht. Jetzt brauche ich nochmal schwarz. Wo kommt das hin? Da hinten. Das Ganze ein bisschen mehr fixieren. Gewinne. Ja, Lordplay. Du bist leider ein bisschen spät. Wir haben es schon verlost. Nein, ist nur ein Scherz. Aber ich muss dich trotzdem vertrösten. Auch für die anderen, die wegen dem Gewinnspiel da sind. Einfach nochmal zum Sagen, ich habe es eingangs schon erwähnt. Der Steffi geht es bedauerlicherweise immer noch nicht viel besser. Sie hat momentan andere Prioritäten jetzt gerade. Darum ist das ganze Gewinnspiel jetzt noch nicht aufgesetzt. Ich entschuldige mich dafür. Es wird trotzdem natürlich ein Justified zu gewinnen geben, einfach noch nicht heute, weil wir müssen das Ganze vorweg natürlich kommunizieren, dass alle die gleichen Chancen haben, hier mitmachen zu dürfen und zum Schluss nicht irgendwie ein Battle geht zwischen Lolplay und Crazy Cat Lady oder so. Nein, aber dass ihr halt euch nochmal eine Woche gedulden. Ich bin mit der Steffi im Austausch, aber wie gesagt, momentan ist hat es gerade wichtigere Sachen in ihrem Leben und von dem her tun wir uns noch ein bisschen gedulden. Tut mir leid, dass es heute leider schon wieder nicht geklappt hat. Aber ja, so spielt halt das Leben manchmal. So spielt halt das Leben. Das Puzzle steht schon lange, aber das Rätsel ist noch nicht gelöst. Was soll denn das heißen? Ich habe gemeint, das Rätsel lösen wir während dem Puzzle. Mal, es gibt schon etwas zum Gewinnen. Also ich kann hier nochmal zum geschwind zeigen. Ich kann hier wirklich nochmal einen Justifier. Und der ist, wie ihr seht, ist noch nicht ausgepackt. Und den Justifier gibt es auch zu gewinnen. Aber eben, manchmal kommen halt gewisse Sachen dazwischen, die man nicht voraussehen kann. Und ich werde sicher schauen, dass ich auch künftig vielleicht das Ganze selber könnte aufsetzen. Weil ja, ich bin halt schon nicht gerade für das zuständig. Weil ich nicht der Streaming-Profi bin. Aber das wäre sicher hilfreich, wenn das nicht nur an der Steffi hängen, da wäre sie sicher auch froh drum. Lass es da ein bisschen wieder tun. Cool. Ich habe das Gelbe neben das Schwarze da. Toll. Toll! Nicht, dass es wichtig wäre, aber wir machen es jetzt doch richtig.
jetzt? Ich kann nicht das Gale zum Gale wählen tun. Also ja, ist völlig unlogisch. Zuerst Puzzle bauen und dann Rätsel lösen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Kann man das auch schon mal angeschaut, aber ich habe noch nie eins gemacht. Also du tust das Puzzle zusammenbauen und dann hast du einfach ein Bilderrätsel, oder? Was ist dort genau die Challenge davon? Oder hast du wirklich eine Story dazu, wo du dann so gewisse Clues findest, wie im Mikro, Makro. Ich weiß nicht, ob jemand das von euch kennt. Das ist auch ein ganz lustiges Spiel, wo so eine riesige Karte hast von einer Stadt mit Tausenden von Leuten drauf, die irgendetwas machen. Und dort zwischendurch einfach musst Mordfälle aufklären. Kann ich übrigens nur empfehlen. Wirklich auch ein sehr grossartiges Spiel. Woo! Yeah! So, jetzt wird das aber ein richtiges Viech hier, hä? Also richtig gross. Die Schachtel ist bestimmt leer, ja. Ich mache es jetzt sicher nicht auf Loadplay. Nein, sie ist voll. Aber ich kann es als Beweis kann ich noch nicht so machen. Ich hoffe, das gehört man. Hä? Es kommt alles gut. Es kommt alles gut. Habt ihr keine Sorge, es gibt garantiert noch etwas zu gewinnen. Einfach halt bedauerlicherweise nicht heute wie versprochen ursprünglich. Oder zumindest wie angekündigt. Hä? Das ist irgendwie anders. Ah, da fehlt noch das Zwischending. Oder? Warte mal. So, jetzt. Jetzt ist es symmetrisch. Symmetrie sehr wichtig. Sehr wichtig. Jetzt kann man noch irgendwo die grauen Dinger ran. Kommt jetzt ein Merry Christmas? What the... Also das Merry Christmas ist sicher noch nicht, oder? Geht's dir gut? Willkommen zurück, Simon. Sind noch Chipsverpackungen? Ja gut, dann... Ah, das sind jetzt halt Chipsverpackungen. Kommt irgendwie eine Querverstrebung rein? Aha, Moment. Können wir da eins abnehmen so. Okay. Sehr schick. Jetzt habt ihr da. Jetzt tun wir noch ein bisschen fixieren. Nicht, dass er noch auseinandergeht, oder? Ja, es ist wirklich früh für Weihnachten. Ich weiss auch nicht, wie das Lied dort dazwischen gekommen ist. Aber, Hey, also ich meine, weißt du, Spielwarenbranche, wir müssen schon sehr früh für Weihnachten bestellen. Anfangsjahr zum Teil. Also für uns ist quasi immer Weihnachten. Hey, Sack 5! Yeah!
UCS Justifier. Also auch mit anderen Farben. Oder kannst du mich geschwind aufklären, was da der Unterschied ist? Ostern. Also es gibt ja, je nach Alter gibt es ja sowieso Weihnachten und Ostern-Geschenke. Ist dir Ostern lieber? Weil dann die ganzen sülzigen Lieder nicht kommen, oder wie? So, jetzt dürfen wir noch Fennec wie heißt die? Fennec Shand? Fennec Shand, ja. Zusammenbauen. Gut. Aber die machen wir schon mit Helm und nicht mit Haar, oder? Die muss ihr das coole Visor haben für ihr Scharfschützengewehr da. Oder nur eine Pistole. Okay, nur eine Pistole. Für das Scharfschützengewehr, das hat er nicht gelangt. Ah! So cool. Hier noch der kleine Roboter. Wo immer der herankommt. Sehr cool. Ich kann leider nicht sagen, was es für einen ist. Er sieht ein bisschen aus wie da der Hasenroboter bei Boba Fett. Book of Boba Fett, aber ich glaube, es ist schon nicht der. So, die Hose noch. Ist auch wieder cool, sie hat eigentlich wieder zwei Gesichter. Also es wird sicher nicht schön anzoomen, aber eins mit Augsbrauen oben und eins, wo sie so ein bisschen chemisch reinlachen. So. Und jetzt brauche ich noch eine Knarre. Ah, da ist sie. Blaster. Yep. Einmal Fennec Shand, complete. Ah, der Roboter gehört zu ihr. Okay, den habe ich natürlich nicht gesehen im The Book of Boba Fett und so, weil ich habe eben den Bad Batch nicht gesehen. Noch nicht. Ah, jetzt sind die ganz grossen Modelle. Okay. Ja. Wäre natürlich auch cool, ja. Ich wäre dann wahrscheinlich einfach ein halbes Jahr dran. Aber wenn dir das oder der andere würde Spaß machen, mir so lange zuzuschauen, wenn ich ein Modell zusammenbaue, dann ja, schreibt doch. Also wir werden übrigens auch nur, damit es schön aufgeht, da den Justifier fertig machen. Wenn es jetzt halt mal ein bisschen früher fertig wäre, was passieren könnte, sagen wir mal könnte, ich weiß es nicht, dann ist es halt so. Aber dann können wir nachher uns wunderschön einteilen. Für nächstes Mal haben wir natürlich auch schon wieder Klemmbausteine. Beziehungsweise nochmal ein Lego-Set. Wird es nochmal ein Lego-Set geben zum Zusammenbauen. Der Roboter gehört zum Campaign, schon. Weil hier halt auf der Anleitung wird er halt abgebildet neben der Fennec. Da. Mit dem Koffer in der Hand. Aber ja, ich meine, die gehören ja eigentlich nicht wirklich zusammen, oder? Ich sollte wirklich Bad Batch schauen in dem Fall. Weil der Boba und der Cad Bane verstehen sich ja dort gar nicht gut und Fennec gehört ja dann auch ein bisschen zum Boba Fett. Aber ja, die ist ja glaube ich vorher auch nur so Kopfgeldjägerin oder so Assassine gewesen. Darum ja, ist er auch gleich gewesen, ob Cad Bane oder Boba Fett, in erster Linie zumindest.
So, jetzt müssen wir das zweimal machen. Typisch Lego, kein Plan von nichts. Ja, sorry. Und ich auch nicht in dem Fall. Bin nicht besser wie Lego in dem Fall. Vielleicht hat es vorher keinen Platz gehabt oder so. Er war einfach in diesem Beutel drin. Vielleicht hat es mit der Reihenfolge von der Fabrizierung zu tun. Wer weiß. Es könnte alles sein. Einfach Beikopf, gell, Digga? Okay. Ja, gut. Gibt es eigentlich noch mehr wie der Cat Bane? Also, ich kenne nur ihn so mit als Volk. So da die blauen mit den roten Augen und so. Haben die überhaupt einen Namen? Rote Lichtli sind auch sehr wichtig. Das macht alles nochmal ein bisschen mehr glaubwürdig oder so, dass es Sci-Fi ist. Wenn es keine rote Lämpchen hat, dann ist es einfach kein Sci-Fi. Gibt es noch einen im Imperium schon? Okay. Ist irgendwie schon komisch, oder? Aber ja, ich meine, da haben sie sich wieder Türen aufgetan, um hier irgendwie noch ein bisschen Backstory bringen zu so einem Volk, wo wahrscheinlich fast ausgerottet worden ist. Und sich dann als Söldner verdingt haben. Noch mehr rote Lichtli, immer willkommen. Also macht schon Freude, so ein grösseres Modell mal wieder zusammenzubauen. Lego-Modell. muss ich fairerweise sagen. Noch ein bisschen grüne Lämpchen. Für ein bisschen Abwechslung. Rote Lichter geben 10% mehr Hyperdrive Power. Love it. Aber 10% pro Lichtli? Oder einfach, du musst eins haben und dann bist du 10% schneller? Das ist schon wichtig, dass wir das definieren jetzt. Das wäre sonst pure Willkür. Die Grünen geben die wieder Abzug. Darf man darum nicht zu viel grüne Lichter haben?
Grüne geben 20%. Ah, drum. Ja, um natürlich den Hyperdrive nicht zu überladen, nur wenig Grüne, ja. Das macht Sinn, ja. Pro Lichtli ist wie mit dem Streifen auf dem Auto, ja, könnte gut sein. Gibt es die überhaupt noch, ey? Ich habe schon lange keine Leute mehr mit Streifen auf dem Auto gesehen, so Rallye-Streifen. Auch die neueren Impresa und so, die haben ja auch keine Streifen mehr. Das ist, glaube ich, nicht mehr cool. Aber ja, PS sind ja auch verpönt, zumindest bei nicht elektrifizierten Autos. Oder? Da musst du natürlich auch ein bisschen die Streifen drauf nehmen, dass du nicht so viel PS hast und dann dementsprechend auch mehr Benzinverbrauch. Hey, es geht mega schnell. Gefällt mir nicht. Es sind kleine Schritte. Mustang und was? Corvette Dache. Weißt du Chevrolet? Weißt du Chevrolet? Die ganzen Muscle Cars. Also mein Lieblingsauto, oder sagen wir mal mein Traumauto, wäre so ein Dodge Challenger. Entweder ein 71er oder dann ein neuer, so ein SRT Widebody. Aber ja, eben, also ich meine, kannst du dir auch nicht mehr antun bei diesen Benzinpreisen und mit dem ganzen Umweltgedanken und so. Darum ja, vielleicht in der Flitterwoche mal einmal mit so einem Fahren zu Amerika nehmen. Damit ich das wenigstens einmal machen in meinem Leben. Mit meinem Traumauto ein bisschen rumfetzen. Aber das war es dann sehr wahrscheinlich auch. Ah, Corvette. Okay. Squanchy Island, willkommen. Willkommen beim Stream. Geht's gut? Bist du weg? Ganz viele neue Namen, neue Gesichter. Das freut mich wirklich ungemein. Ferrari einzig war, ja. Ja, nein, also Lowplay. Ferrari. Wenigstens ein Lambo. Oder McLaren. Besser. Tipptopp, freut mich sehr. Und du hast dir ein Elektroauto gepostet, wegen der Benzinpreise. Thumbs up für dich. Sehr cool. Was ist das Wort für ein Elektroauto, wenn ich das frage? Es gibt ja mittlerweile extrem viel. Ich bin ein bisschen befangen, weil ich sehr, sehr gerne Volvo habe. Das war auch mein erstes Auto. Dass es vielleicht ein Polestar wird, aber ich finde den Polestar 2 leider optisch nicht so ansprechend. Und der Polestar 1 ist zwar der geilste Karre ever, nebst dem Dodge Challenger, aber kann ich ihn mir wirklich nicht leisten. Der ist, glaube ich, noch teurer wie Dodge Challenger SRT Widebody. Also, I'm out. Das wird nie und nimmer passieren, sehr wahrscheinlich. Aber ja, ich bin auch schon mal ein Elektroauto gefahren, auch mal Tesla. Und das ist wirklich, wirklich witzig. Weil halt die ganze Leistung sofort kommt.
Wir haben uns an der Fantasy Basel getroffen. Ja, gut, das sind natürlich ein paar Leute gewesen, gell? Ähm, wenn mir jetzt dort noch ein bisschen hilfst. Ja, vielleicht kommt es mir noch. Ich bin eben wirklich, also mit den Menschen und vor allem an Namen merken, bin ich so extrem schlecht. Und es tut mir auch jedes Mal so extrem leid, wenn Leute sagen, hey, wir haben uns doch nicht getroffen. Und ja, und ich heiße so und hey, ihr solltet doch langsam wissen. Und ich bin so, hey, es tut mir extrem leid. Wenn wir nicht einmal in der Woche zusammen über das WhatsApp schreiben, dann wird es wirklich kritisch. Und wenn ich die Namen nicht abgespeichert habe im WhatsApp richtig, dann hilft das eben auch nicht. Also ich bin eine richtige Pflume dort durch. Wir arbeiten in der gleichen Bude. Ah, okay. Gut. Dann ist doch die Wahl sehr, sehr eng geworden. Das Hirn wie ein Goldfisch, ja, ziemlich. Also ich habe einfach ein sehr selektives Gedächtnis, wenn man das so ausdrücken kann. Ferrari 458, ja, ich weiß. Ja, er sieht ja schon mega fetzig und sportlich aus. Gebe ich dir absolut recht. Mein ehemaliger Chef hat auch einen Ferrari gehabt. Es ist witzig. Aber es hat gleich irgendwie, ich weiß nicht, die Form oder so. Finde ich jetzt einfach noch Geileres. In der Welt der Supersportkarren. Kann ich mich leider nicht so richtig dafür erwärmen. Aber hey, also wenn mir einer mal geschenkt wird oder so, dann sage ich sicher nicht nein, weißt du. Also wenn du mal irgendwie zu viel Geld hast oder so und sagst, hey, mal, das ist eigentlich ein cooler Sieg und auch irgendwie ein Armer, weil er sich die Namen nicht merken kann, ich kaufe mir jetzt ein Auto, dann, weißt du, dann ist das voll okay für mich. Wirklich. Tesla Modell 3. Ah, ein weißer. Das Tesla Modell 3. Das ist wirklich richtig cooles Auto für einen Preis. Also wenn ich da eben die Chefin immer höre, drüber schnurren. Ein blauen. Weil die Chefin immer höre, drüber schnurren, wenn sie mal den vom Freund mal wieder haben. Ist das ein richtig geiles Spielzeug offenbar. Und ich glaube, das kannst du in dem Fall auch bestätigen, oder? Da irgendwie das Cockpit da anständig zusammenbauen. Was findest du die beste Funktion vom Tesla? Also ich meine jetzt nicht, was dir hilft. Da ist einfach, wo so gadgetmäßig, weißt du, witzig ist. Wo vielleicht sogar niemand braucht. $220 mit dem Tesla. Ich glaube, da musst du noch irgendwie so unlocken, oder? Also so eine Funktion wählen, dass er überhaupt so schnell fährt. Stimmt das? Hey, ich brauche Klebi. Oh Scheiße. Ah, Mayday! Noch das Triebwerk abgerissen hier. Wo ist das Klebi? Das Klebi habe ich noch dann auf dem Tisch. Komm mal gerade. Ah, musst du nicht einmal unlocken. Fahrt sowieso 220. Okay, cool. Ah, oder ist. Ich habe noch gesehen beim Modell X oder ist der SUV, dort gibt es einen Ludicrous Mode, wo er völlig überdreht und dann einfach voll durchstartet. Dann hat das auch noch mit dem Verbrauch und der Beschleunigung zu tun. Ah.
hat keine Tesla-Fahrer, sind schon so ein bisschen ein eigenes Volk. Also im Positiven, weißt du? Wie sich Biker grüßen, oder? Dann sich ja Tesla-Fahrer auch untereinander grüßen, glaube ich. An Roleplay wegen dem Ferrari, weißt du, eben, es ist schön, wenn es so ineinander verfließt, aber ich habe einfach gerne noch so ein bisschen Kanten, ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen Ecken und Kanten halt wirklich einfach. Ich bin dort, einfach, glaube ich, ein bisschen komisch. Wo ist das Klebi? So. Was da noch mehr Klebi an tun? Teslas den sich grüßen. Ah. Wie grüßen sich Tesla-Fahrer? Gibt es da einen speziellen Gruß oder ist es einfach so ein Hey oder so? Oder Brofist oder keine Ahnung, machen ihr einen Tee? Wie sieht das aus, wenn sich Tesla-Fahrer grüßen? So. Fast noch Klebi vergessen. Okay, gut. So, und jetzt die da. Ich habe das Gefühl, die Sachen sind so ein bisschen beweglich, aber sie werden eigentlich alle fest verkeilt. Das ist irgendwie so ein bisschen schade. Zählt auch zum Faktor interessant während dem Zusammenbauen. Wie gross ist der Bogen von den Sticker? Also, wir haben schon das meiste verbraucht. Das kommen jetzt nur noch 5 Stickers. Also das meiste ist durch. Alles gut. Stickers bin ich nicht schlecht. Außer das sind da die Anti-Kratzfolien für die Handys. Das ist ziemlich der Hass. So, jetzt kommt schon wieder ein Klebi. Gerade drauf ist, dann geht das nicht so. Lamborghini-Fan, ja. Inder. Aber wenn wir schon bei so vom Look her Supersportwagen sind, dann eben lieber irgendwie ein McLaren oder ein Dings eben. Der Polestar One. Schön so, wenn er in Need for Speed ist. Mit dem White Body Kit und in dem Matt-Gel. Finde ich abartig geil. Wie dort vielleicht auch ein bisschen speziell, was den ganzen Geschmack anbelangt. Einfach ein Hey, okay. Du könntest ja der sein, der dort ein bisschen einen anderen Gruß erfindet und durchsetzt. Das wäre doch cool. Weißt du, einer, der wirklich nur der Tesla-Fahrer gilt. Weil. Was ist näher mit diesen ganzen
Was ist denn mit den anderen Elektroautofahrern, oder? Die sind herzarm, die dürfen sich nicht grüßen, oder was? Die müssten dann wenigstens einen anderen Gruß haben. Dass es fair ist. Gibt es noch Firmen, die außer Ferrari keine E-Autos machen? Also die nicht einmal in Planung haben, das weiß ich nicht. Aber also ich glaube, Dodge hat zum Beispiel noch keine draussen. Chevrolet weiß ich auch nicht. Jeep habe ich auch noch nie gesehen. Was ist noch? Ja, ich glaube, so ein Supersportwagen auch gewisse. Also nicht, hat Porsche schon einen rein elektrischen? Das hätte ich jetzt nicht einmal unbedingt so Supersportwagen, aber zumindest so Sportwagen. Taycan, okay. Taycan, das tönt. Und hoi, Römer. Willkommen. Das tönt irgendwie nach Kombi. Könnte das ein Kombi sein oder ist es nochmal ein SUV? Das kann ich nicht einfach nur so da drauf kommen. Das habt ja nie jetzt. Einfach nur drauflegen. Das ist extra, damit du es wegnehmen und dann gleich noch damit spielen. Okay, macht Sinn. Also das wird einfach nur reingeschoben hier. Sportwagen, okay. Ja gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So vom Namen her Taycan klingt irgendwie so ein bisschen wuchtig. Wegen der witzigen Funktion, die geschrieben hat. Sorry, nein, warte mal. Witzige Funktion ist, wenn du hupen, dann kommt ein Furzton hinten an. Was? Wirklich? Aber das musst du extra einschalten. Gibt es noch andere Töne oder gibt es nur den Furz? Also bei Passanten stelle ich mir das sehr amüsant vor. So geil. Ja, aber der Panamera ist doch ein Kombi, das meine ich eben. Ja, bei Polestar, also beim Polestar 2 fällt mir einfach ein bisschen der designtechnische Ehrgeiz, um es ein bisschen schnittiger machen irgendwie. Es könnte dort noch ein bisschen mehr. Ja, ich könnte einfach noch ein bisschen geiler aussehen. Aber hey, vielleicht kommt noch ein neuer Polestar 3 oder so, der dann ein bisschen besser aussieht. Dann würde ich noch den XC40 als rein Elektro vorziehen sogar. Oh. Ich habe noch Teile übrig. Ich habe noch ein Teil übrig. Aber es ist komplett. Und das darf da nicht an. Das hat es niemand gesehen. Es hat keine feurige Teile. Im Fall. Oh, kommt er! SUV! Oh, geil! Da muss ich mir den mal anschauen. So gut. Also ein grosser. Warte, jetzt muss ich wirklich gerade geschwind ein bisschen meine Neugier stellen. Und ganz kurz den googlen. Ist wirklich nicht mehr so richtig Volvo. Hast du so etwas Eigenes geworden?
Äh, ja, ich weiß nicht. Von hinten erinnert er mich ein bisschen an die ganze VW, die ID4 GTX-Serie. Und von vorne ein bisschen an den neuen Citroën, der Elektro. Weiß nicht. Oder was ich richtig würde feiern. Der Hyundai Envision 74. Der. Also wenn ihr den mal wieder googlen, der ist voll auf Oldschool. Ein Hybrid. Aber ein Hybrid zwischen Elektro und Wasserstoff. Irgendwie 680 PS umgerechnet. PS. Ja, er sieht einfach er sieht aus ein bisschen wie der DeLorean, auch wenn er sich natürlich nicht am DeLorean orientiert. Aber ich finde es einfach voll fett. Cupra bei der Seat, ja. Ja, hat sich auch ein bisschen abgesondert, gell? Und was, Squanch Island, es gibt noch Guys, wo schreit. Okay. Da gibt es sicher noch mehr Downloads. So ein richtiger, wie früher mit diesen ganzen Ringtones, die du herunterladen konntest, beziehungsweise zahlen dafür. Vielleicht gibt es bei Tesla auch. So Microtransactions im Auto innen. Und dann musst du die ganze Zeit hupen, weil du willst hören, für was du gezahlt hast, oder? Mir fehlt noch einer da. Lolpax, hast du ihn schon gesehen? Ja. Wasserstoffhybrid, ja. Envision 74. Absoluter Traum. Ioniq 6 haben sie jetzt auch noch vorgestellt. Sieht ein bisschen aus wie ein Beetle. Ich weiß nicht, wie gut ich das jetzt finde. Aber ja, interessant natürlich mit der Stromlinienwert vom Windkanal von irgendwie 0,26 gegenüber oder 2,1 gegenüber irgendwie 20 bei gewissen normalen Autos heute. Weil sie einfach extrem auf die Aerodynamik gesetzt haben, um natürlich den Stromverbrauch zu vermindern. Was ein sehr interessanter Ansatz ist. Zum Beispiel kein Aussenspiegel, nur Kameras und da hast du innen dran an der Seite hast kleine Bildschirme, die eigentlich der Rückspiegel sind. Also in den nächsten Jahren werden es sehr, sehr, sehr interessant, was da alles kommt bei den Autos. Kannst du Polestar 2 auf die Probe fahren? Ja, dann wünsche ich dir mega viel Spass dem Fall. Das Verkehrshaus. Und auf der Roadshow kannst du noch fahren. Geil. Ja, musst du dir erzählen, wie es war. Bist du ja schon im Tesla gefahren, dass du noch vergleichen könntest? Und drück auf die Hupe, eben vielleicht macht der Geiss oder Furzgeräusch. So, jetzt komme ich nicht mehr vorwärts hier. Ich muss mich wieder ein bisschen konzentrieren, sonst wären wir gleich nicht mehr fertig. Ganz gerne, ich wünsche dir in dem Fall sehr einen guten. Ich nehme an, du gehst mit dem blauen Tesla jetzt das Essen holen, oder? Wolltest du ein bisschen Spass haben? Das Modell X, ja. Mit dem Ludicrous Mode. Den wir mal noch angesprochen haben vorher. Und er einfach völlig durchdreht, scheinbar. Bei Top Gear haben sie den mal getestet. Dort haben sie eben logischerweise den Ludicrous Mode reingehängt. Und dann zieht er auch gerade noch mal viel mehr. So.
Also ja, aber, also es gibt auch Sachen, oder? Schritt 1, ein so ein Style und leg's an. Ja. Vielleicht wäre es von der Seitenanzahl nachher nicht aufgegangen, ich weiß es nicht. Aber wenn jetzt der und der nächste Schritt schon zusammen gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es angebracht. Bin mir ziemlich sicher. Ja, also, es muss ja nicht jeder in den Tesla fahren. Also ich würde, wenn dann, auch eine andere Marke nehmen. Aber das einfach, weil ich eben so ein bisschen ein Volvo-Fanboy bin. Schaffe ich es noch auf die richtige Seite? Ja, weißt du, ich suche halt nach Perfektion LoLplay, das ist schon klar. Etwas zwischen dem letzten und dem jetzt. Aber such das Teil und leg es an. Das kannst du nicht mal als irgendwo in den Schwierigkeitsgrad einordnen. Das ist einfach, es passiert. Dann wünsche ich dir einen guten LoLplay. Sehr einen guten. Bist du ein Fan? XC40, so schön. Ja, habe ich sehr geliebäugelt damit. Habe ich einiges von der Garage her fahren. Weil, also als Garagewagen, ja. Mega, mega cool. Bevor die ganze Elektro-Serie rausgekommen ist, bin ich drauf und dran gewesen, noch ein... Was war ein XC 60. Also der Kombi in Cross-Country, Perlmattweiss, Vollausstattung und noch irgendwelche Modifizierungen haben sie drauf gemacht. Der hat so schön ausgesehen. Unglaublich. Richtig geiler Preis gewesen auch. Aber ja, ich fahre immer noch meinen 2012er Volvo Kombi. Irgendwann nach der Hochzeit gibt es dann schon mal ein neues Auto. Weil dann ist er dann auch etwa bei einem Kilometerstand, wo sich das rechtfertigen lässt. Aber der XC40 finde ich richtig tolles Auto. Es war sehr angenehm zum Fahren. Richtig cool Platz natürlich. Du hast gleich ein bisschen den Komfort vom höher oben hocken. Von so einem SUV. Ich glaube, darum fahren auch alle SUV, weil du ein bisschen die Übersicht hast. Von dem Aspekt her verstehe ich das nämlich auch vollkommen. Nicht Schnickschnack. Ja, ist trotzdem immer noch ein XC40. Der von der Garage ist, glaube ich, schon ein bisschen. Das war ein Recharge. T5 Air-Design oder sowas. Aber das ist ja meistens so bei der Garage. Die geben dir die richtig krassen, damit nachher natürlich kommst und sagst, ich will genau den. Und dann sagen sie, ja, das ist eben unser Garagewagen, den können wir leider nicht geben, aber sie können zum Listenpreis, hier haben wir noch einen rumstehen, können sie den für fast Vollpreis haben.
Es gibt Mini-Sternenzerstörer hier. Sehe ich vom Schiff aus. Ja. OPC Nürburgring Edition. Wow. Wie viel gibt es von denen? 600 oder was? Der hat sicher Spass gemacht. So einen kleinen Flitzer da. Und Black Edition. Es klingt sehr, sehr rar. Nürburgring Edition und Matt Schwarz Black Edition. Von dem hast du die schweren Herzens getrennt oder hast du noch die Wand gefahren am Nürburgring? Das passt doch da nicht dazwischen hier. Das ist irgendwie komisch da zum Zusammenbauen. Abwerk, matt-schwarze Folie. Das hat es damals noch recht wenig gegeben, gell? Also heute kannst du zum Teil bei gewissen Herstellern schon so matt-schwarz, natürlich mit krassem Aufpreis, Abwerk haben. Aber damals war das noch eine rechte Seltenheit gewesen. Juhu! Ah nein, jetzt müssen wir das zweimal machen! Oh! Also, nochmal zurück. Jetzt habe ich gedacht. Also ich habe jetzt gedacht, es kommt irgendwie so da drauf da. So. Aber dem war leider nicht so. Kann ich bitte so ein schwarzes Viererli haben hier? 2x8. Jetzt. Ich sehe es nicht. Was ist das da eigentlich? Rädli. Da. Das Rädli. Heiland, zack. Ist es mir wieder irgendwo runtergefallen oder so? Ich glaube es nicht. Was ich einmal nicht bemerkt. Warte mal. Oh! Gib mir es einfach. Da ist es. Unter dem Grau hat es sich versteckt. Ah, jetzt habe ich schon Schweißausbrüche bekommen. Hey. Die Reparatur immer wieder teuer, okay. Ja. Auch bei diesen Sportwagen oder die sportlich ausgelegt sind, fahrst du halt auch entsprechend, dann ist die Abnutzung ein bisschen höher. Und wie viele Kilometer hast du da gefahren, bevor du gesagt hast, so jetzt ist fertig für mich und jetzt kaufe ich ein neues?
250'000, ja, mal das ist stattlich. Ich hoffe, der Nächste hat wenigstens noch ein bisschen Freude dran gehabt, bevor er gemerkt hat, wie teuer das ist. Oder die Nächste, je nachdem. So eine gute Frau sein. Mal einen Schluck nehmen. Mein erstes Auto war ja eben auch ein Volvo. Ein 06er S40 T5. Zoom sogar noch. Damals, ich glaube, Zoom gibt es nicht einmal mehr. Der hat mega Spass gemacht zum Fahren. Ja. Und ich bin dort leider noch in so eine komische Garage gegangen. Gehe nie in eine Garage, wo nicht irgendwie von der Marke selber ist oder zumindest mehrere Marken drunter sind, sondern in so eine No-Name-Garage euch ein Auto holen, macht es einfach nicht. Sonst werdet ihr eben ein bisschen versäckeln wie ich, obwohl es eine riesige Garage war. Eigentlich auch noch recht bekannt, aber eben leider auch ein bisschen negativ bekannt. Habe ich dann erst nachher gemerkt, ja, ich bin halt noch jung und grün hinter den Ohren gewesen, oder? Und ja, einerseits haben sie mir so eine Unterbodenversiegelung, Nanoversiegelung aufgeschwätzt. Für ja, so Rostschaden und Salz im Winter und so. Vielleicht war es gar nicht einmal ein Seich gewesen, aber für so Sachen hat Volvo alles eine Versicherung eigentlich irgendwie. Oder eine Garantie, wenn sich dort wirklich etwas schon würde ablösen, auflösen oder so. Ich weiß nicht, wie es mit natürlicher Abnutzung ist, aber für das meiste ist eigentlich alles deckt. Ja, jedenfalls hatte ich mal einen Schüchtenschaden. Hat der relativ viel und unüblich für Volvo viel Probleme gegeben. Und dann hatte ich eben den Schaden gehabt. Und dann bin ich zum Kollegen in die Garage, der damals in einer Volvo-Garage gearbeitet hat. Da hat er mir angerufen, du, sorry, aber das läuft leider nicht mehr auf Garantie. Also, ja, wieso? Ja, es ist kein Schweizer Auto. Also, ja, toll, woher kommt es denn? Ja, von Frankreich. Und als ich mal die Kerze gewechselt habe, ist dort unter der Kerze drinnen noch Sand gewesen. Also irgend so ein Vollhorst ist wahrscheinlich dort, keine Ahnung, nicht so am Strand unten, im Sand rumgefahren. Und hat einfach Sand bis im Motorblock hinein gehabt. Ja, und dann sind wir noch Kugellager an den Arsch und Stoßdämpfer an den Arsch und was weiß ich alles. Und am Schluss bin aber eigentlich ich das Problem gewesen, weil ich mit 30 Stundenkilometer auf die Anhängerkupplung vom Vorherfahrenden gesetzt hatte. Die Anhängerkupplung schön im Motorblock hinein, total schade. Das war es leider gewesen. Es ist hier vorne dran ist nichts passiert. Es war einfach ein bisschen doof gewesen. Es waren noch 1,5 Kilometer bis heim. Und es hat eine Baustelle gehabt. Ich war leider ein bisschen ungeduldig gewesen. Seid nicht ungeduldig im Auto. Lernt dann schon draus wie ich. Und das würde ich euch nicht anraten. Ja, und es ist einfach nicht vorwärts gegangen. Und das hat mich halt mega genervt. Jetzt habe ich, glaube ich, die falsche Fahrt genommen. Ja. Ich weil dumm, weil zu viel quatschen. Ja, anyway. Ist eben die Baustelle gewesen, und dann sind natürlich alle so schleppend losgefahren. Und nach dieser Baustelle hat es links ein Restaurant gehabt, und die vor mir mit der Anhängerkupplung, das war ein SUV gewesen. Ich habe also nicht wirklich vorher gesehen. Es ist so langsam vorwärts gegangen, ich einfach heim wollte. Und dann hat die zwei Autos weiter vorne hat das Gefühl gehabt, ich muss doch ins Restaurant, Vollbremse. Also nicht einfach gefühlt, sondern wirklich Vollbremse. Auf Klötz. Und ja, für mich hat es nachher natürlich nicht mehr gelangt zum Bremsen, weil ich schon zu nahe drauf war. Und ihr hinten rein. Ja. Schade. Schade gewesen. Aber ja, das sind Lektionen. Das Leben aber leider mit sich bringt. Zum Glück ist niemandem etwas passiert.
kenne ich ganz andere Geschichten. Ah, es war schade ums Auto, weil nachher hatte ich einen Ford Focus gehabt, eigentlich noch einen schönen, schwarzen. Und aber nichts daraus gelernt, auch wieder bei so einer Güssel-Garage gekauft gehabt und nur ein Problem. Nur ein Problem gehabt damit. Also plötzlich hat er irgendwie auf der Autobahn angefangen so mega ruckeln und die ganzen Anzeigen haben gesponnen, ein- und ausgegangen und so. Und auch die Garage, niemand hat gewusst, was genau los ist. Ich habe dann letztes Mal mit irgendjemandem geredet, der hat mir dann gesagt, was dort genau los ist. Man hätte ihn eigentlich noch reparieren können, aber dort hat das niemand herausgefunden. Also ja, Auto wieder tschüss. Und dann hatte ich länger mal keins gehabt. Ja, und dann ist es dann irgendwann mal wieder der Volvo geworden. So. Jetzt aber. Jetzt können wir da irgendwie da dran machen. Und dann sieht das nämlich richtig schnittig aus. Ah ja, das ist so mit dem Flügel, da haben wir jetzt gerade dran da. Luftschlitz. Sieht sexy aus. Okay. Da sind wir schon bald am Ende da. Jetzt schaffen wir es doch noch heute fertig. Jetzt kommt auch noch die ganze Verkleidung für oben dran oder für unten dran. Ja, sehr gut. Hm. Also das soll jetzt da unten, wie soll ich das da unten soll ich das befestigen? Ah, hier kann man das anklicken. Ah, okay. Aha! Es sieht schon recht cool aus. Also es ist ein wuchtiges Teil, aber wechseln wir also sehr. Kann man guten Gewissens ins Regal stellen. Leider nicht, wie viele Noppen noch nebendran sind. Ich hoffe jetzt einfach mal, es stimmt. Jetzt haben wir noch die geile Lüftungsschlitze da. Die finde ich cool. Das sind sowieso so Teile, die ich sonst nicht so oft gesehen habe. Macht es schon ein bisschen interessanter. Also die habe ich jetzt wirklich eigentlich auch noch nie gesehen. Also da mit diesen Noppen dran. Und da vorne noch
Also, da die Lifting-Schlitz. Virenzos, besser vielmal für einen Follow. Schön hast du Jänner gefunden, zu eins. Frack.ch. Kommst du ein bisschen zuschauen, wie wir da unseren Justifier zusammenbauen? Von Lego. So. Ah, das ist geil, he? Da kann man dann den Service machen quasi. Schön den Keilriemen wechseln. Und jetzt auch noch die andere Seite. Oh nein, jetzt geht es eingemacht. Jetzt gibt es Kanone hier. Jetzt ist fertig lustig. Da. Sind das wieder so Mini-Dinger? Also in einem anderen Lego-Set sind das wahrscheinlich Ferngläser. Oder? Aber hier nicht. Ich sehe nicht mal, wie das draufkommt. Ach. Lustig. Schon gut, merci vielmals für den Follow einen Weg. Viel Erfolg. Und schönes Weiterschäfferle. Am Mittag, um 20 vor 1. Hallo. Wie kann man um diese Zeit arbeiten? Gut, also ich bin auch am Arbeiten. Also, eigentlich kann man es schon verstehen. Ich bin auch am Arbeiten. Also so ein Schiff reparieren ist natürlich schon ein hoher Krampf. Das wird ja ein Riesending. Ein Riesending! So, jetzt gibt es hier endlich mal ein bisschen Laserpistole. In einer kleinen Erfinder. Geschäftsinteresse. Ja, ja. So gut. Jetzt sehe ich endlich, für was da die Rädchen sind. Es gibt irgendwie so etwas wie ein Antrieb oder so. Voll abgespaced. Yeah! Schön in die Mitte. Also ich freue mich auch sehr aufs Essen. Ich hoffe, man hat mich nicht vergessen und mir etwas mitgebracht. Ich habe zumindest etwas bestellt, aber ich sehe es ja dann. So, hey, also sieht richtig gut aus. Jetzt mal die erste Waffe. Ich würde behaupten, für so ein riesiges Raumschiff sind die zwei kleinen Laserpistolen da ein bisschen klein. Aber hey, ja, man nimmt, was man bekommt, oder? Essen? Essen? Heute Tapetenhemd. Gibt es etwas zu essen für mich heute? Wie sieht es aus? Oder setzt ihr mich wieder auf Diät?
Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber also wir haben alle 2 Wochen haben wir hier eine krasse Twitch-Diät, oder? Damit wir immer schlank und sexy sind für euch. Es ist Herzleben, ich sag's euch. Es ist richtig hart. Es ist nichts mit geniessen. Zwischendurch mal Schoki. Oder ein nicht fettfreies Joghurt. Als Stück Käse und ein bisschen Brot, ja. Und das ist doch eine richtige Reiseration für einen Abenteurer, oder? Da kann ich feuchtfröhlich nachher zum Schicksalsberg und den Ring dort runterrühren. Wo ist eigentlich der Sauron aufs WC? Also du kannst ja kein Klo haben im Vulkan nennen, oder? Weil das fängt ja an dampfen und nachher stinkt die ganze Hütte. Also sehr wahrscheinlich ist der Ring und seine Exkremente jetzt beieinander. Das sind so Gedanken, die darf man sich nicht machen bei so Science-Fiction- und Fantasy-Zeug. Wo gehen die Leute aufs WC? Er hat ja den Turm zum Reinschießen. Okay. Ja, stimmt. Scheißturm. Ein Haufen Scheiße. So. Also viele Teile hat es nicht mehr übrig. Leute. Jetzt ist der fertig da. Sieht schon fast nach einer Punktlandung aus. Sieht schon fast nach einer Punktlandung aus. Das ist ja so eine Trivial Pursuit Nerd Edition Frage. Wie heißt der Turm vom Sauron? Oder wie heißen die 2 Türme? Ich kenne nur den Orthanc, oder? Das ist ja der vom Saruman. Aber Gottfried Stutz, wie heißt denn der vom Sauron? Herr der Ringe Nerds im Chat. Die Frage geschwind beantworten. Baradur? Ah, ja, schön aus dem Wiki rausgeklaut. Ja. Die Festung Baradur. Ja, mal wird ja eigentlich noch erwähnt. He? Ah, schlecht, habe ich das nicht gewusst. Ich wollte hier so ein Möchtegern-Fan sein. Vom Aschengebirge in der Ebene von Gorgoroth. Ah, okay. Aber heißt der vom Saruman Orthanc? Was ist das? Nicht ins Auge werfen. Wieso nur hier? Ich möchte das überall, auf jeder Abbildung, bitte. Das sind ernstzunehmende Gefahren hier während dem Zusammenbauen, dass man das Lego-Teil ins Auge bekommt. Oder ist das, wenn man zu tief schaut, dass man sich so den Laser quasi ins Auge hineinsteckt?
Der Turm von Isengard. Ah, wenigstens habe ich etwas gewusst. Wenn du mit dem Teil schießen kannst. Ah. Okay, aber jetzt ja noch nicht, oder? Also irgendwie fehlt mir hier noch irgendetwas. Dass ich mit dem könnte schießen. Also es sieht schon so aus, als könnte man schießen, aber wo näher? Also es müsste ja irgendwo... Ja, wir sehen es. Ah, mal doch da. Da hat es ein Teil. Ah, da hat es da drinnen hat es eine Spirale. Da kann man es dann auch näher zurückziehen und schiessen. Yeah! Okay, gut. Funktioniert. Das hast du verstanden. Ich habe noch gar nicht in das Röhrchen reingeschaut, darum habe ich das noch gar nicht gesehen. Oh, okay. So. Oh, wow, cool. Okay, also da unten hat es dann noch für die extra Schüsse zum Verstauen hier. Zack. Kann man da drunter verklappen. Klappen. So, dann tun wir doch die mal versorgen. Dass wir unsere extra Schüsse da beieinander haben. Und dann machen wir noch den letzten Schritt geschwind fertig. Und zwar geht es dann noch ein bisschen um eine Lieferung. Warenlieferung irgendwie. So, dann braucht man nämlich für die auch noch da die letzten Klebis. Aber ich weiss nicht, was es ist. Was ist das? Sind das da die... Also es sieht aus wie eine Schlieusskassette in einer Art. Und das Symbol, das drauf ist glaube ich das Imperium. Ah, oder sind es da die... Beskar-Barren oder so. Vielleicht. Aber die sind ja meistens so rein, oder? Und haben ein bisschen andere Form. Haben nicht noch irgendwelche so Schlitzen oben drinnen, die aussehen, als könntest du mit einem Schlüssel drin. Und jetzt bauen wir noch irgendetwas, was ich auch nicht identifizieren kann. Ah, vielleicht jemand von euch. Also keine Ahnung, was das da ist. Das sieht aus wie ein Mannsgöckeli mit so Schwingen oder Flossen. Oder ist es so eine Art Trophäe? Ja, da müssen wir jetzt auch den Bad Batch gesehen haben, dass man das könnte verstehen hier. So. Und ein paar Teile Führung, aber das war's. Leute, der Justifier ist fertig. Und wir probieren nochmal geschwind. Oh, hier ist ein Teil ein bisschen los. Moment, ich muss das geschwind für mein Gewissen.
So, jetzt ist gut. Also man sieht fast nicht auf der Kamera, ist schon fast zu gross. Aber also die da, die funktionieren recht gut. Man kann sie entweder so hinterziehen und loslassen. Oder man tut es einfach so reinschieben. Und dann halt so und loslassen. Da kann man so ein bisschen mehr reindrücken und dann spickt es auch weiter. Finde ich recht cool. Ich habe gerne so interaktive Sachen. Aber das ist ja fast schon alles. Also wir haben hier oben noch die Klappe, wo wir noch den extra Schuss drin haben. Wir haben eigentlich auch noch die beweglichen wie sagt man den, Füßli da. Sie lassen sich leider nicht ganz einklappen, weil es in der Mitte ein Teil hat, das man könnte entfernen könnte, wo das Ganze blockiert. Das ist ein bisschen für die Stabilität hier. Dann haben wir noch die ganzen Düsen hier, wunderschön. Wir können die Daten hier noch aufnehmen. Weil einmal haben wir natürlich für zum Abheben, da haben wir auch unten dran den Landefuß hier. Und wenn es natürlich fliegt, dann geht das Ganze da rauf, dass wir auch die Schubdüse richtig vorgerichtet haben. Mega cool, wir haben das Dach, das wir wegnehmen können. Wo ich jetzt auch unsere ganze Ladung hin und her da hin und her geschickt habe. Und wo man auch ein Figürchen könnte reinsetzen. Ich weiss nicht, ob der Cat Bane da rein gehört, aber wir setzen jetzt einfach den Cat Bane und mit zwei Kanonen kann man natürlich super lenken und steuern. Geh mal weg da. So. Kann man den noch, und er braucht ja auch keine Hände, oder? Er kann ja grundsätzlich die ganzen Knöpfe mit seiner Pistole drücken. Er hat ja 2, dann ist er genug schnell. Und dann kann man auch wieder zumachen. Sonst tun wir noch die Omega da drin versorgen. Irgendwie. So. Sehr cool. Und auch von vorne. Also, mir gefällt es extrem gut. Auch mit diesen Luftschlitzen hier überall. Eben, dass da drunter auch noch ein bisschen Leben herrscht. Da hinten, das mit diesen ganz kleinen Teilen hier, wo es wirklich aussieht, als wäre ein bisschen etwas Mechanisches noch drin. Und er ist ja wirklich sehr, sehr stabil. Steht sehr gut. Sieht einfach sexy aus. Halt wirklich eine wunderschöne Nachahmung von dem Ganzen. Ich finde auch cool, dass es hier so relativ flüssig geht. Er wechselt schön auf den Fuß eigentlich mit dem da hinten. Also sehr, sehr, sehr stabil. Noch wieder unseren Laserschuss versorgen. Ja, meine Leute, das ist der Justifier gewesen. Ich zeige dir schon noch mal so ein bisschen den Frontalen. Also wirklich ein Riesending. Sehr, sehr sexy, angenehme Größe. Man kann eben alles ein bisschen runter hier. Wo bin ich? Ein bisschen runternehmen hier und wieder rauf tun, wenn ich es dann richtig angetan habe. Ja, ich habe natürlich das Teil jetzt an die falsche Seite da, so. Okay, alles gut. Alles ready. Und auch oben dran, also, hat einfach ein bisschen etwas zu machen, zum reinschauen. Was meint ihr? Ich finde ihn geil. Einmal die Justifier, wie ich mir sagen lassen habe. Thrusters hinten dran sehen natürlich auch sexy aus. Also mit dem einmal durch den Weltraum durchflitzen, würde ich mir sicher wünschen. Und ich würde sagen, eine absolute Punktlandung. Es ist eins. Also als hätte ich mir etwas dabei überlegt, wenn ich was zusammenbaue. Nein, habe ich mir nicht. Darum nochmal ein grosses Danke an Lego, der uns das ganze Set hier geschickt hat. Justifier vom Star Wars Universum. Und wie gesagt, es hat eigentlich einen Wettbewerb geben heute, für die zu gewinnen. Das ist jetzt bedauerlicherweise das nicht geklappt, eben Steffi gerade nicht rum ist. Aber ich kümmere mich darum, dass wir nächste Woche den noch verlosen können. Wir haben nämlich einen zweiten noch bei uns.
Und der soll jemandem von euch hören, dass der oder die dann ebenso viel Spaß hat mit dem Set, wie ich das hatte. Ich kann es euch nur empfehlen, es macht echt Spaß, durch die Anleitung durchzuflitzen. Sehr übersichtlich. Für mich alles logisch und nachvollziehbar. Eben für jemanden, der jetzt nicht jede Woche etwas zusammenbaut. Sehr, sehr ein angenehmer Schwierigkeitsgrad. Und dass man trotzdem ein Weile hat. Wir haben jetzt ziemlich genau 4 Stunden dran, um das zusammenzubauen. Kommt sicher eine Empfehlung über von mir. Ja, okay, also, in dem Fall, ich hoffe, ihr habt gut gegessen. Ihr seid schon wieder parat für zurückgehen zum Arbeiten. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Am Donnerstag, wieder am 11 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Danke heute vielmals für all die Leute, die dabei waren, die ein bisschen mitgeredet haben. Oder einfach nochmal am Lurken waren. Ihr seid top. Und dann wünsche ich euch ganz einen schönen Nachmittag und im Anschluss dann auch ein wunderschönes Wochenende. Habt's gut miteinander und